Meine lieben YouTubers, das ist Double X Rider und heute ist ein ganz spezieller Tag. Because ich treffe mich mit einer ganz speziellen Biker Girl. Sie ist nicht nur eine, die TÜV fährt, sondern sie ist... You're unbelievable. Hey! Aufwachen! Hey! Bist du noch da? Ja, alles super. Hey, mega schön, dass du gekommen bist. Hey, ciao! Ich bin Ella und ich freue mich schon. Sehr gut. Wie du schon weißt, ich tue eine Biker Girls anfragen, um ein kleines Interview zu machen. Ich hoffe, du hast auch Freude daran. Ich glaube, wir können gerade mit der ersten Frage anfangen, gell? Ja, ist gut. Von wem bist du inspiriert worden zum TÜV fahren? Von meinem Papi. Mein Papi hat mich immer mitgenommen, als ich klein war. Schon ab 4 konnte ich hinten drauf sitzen. Er ist begeisterter TÜV-Fahrer und hat die Leidenschaft an mich weitergetragen. So schön. Ist das dein erster TÜV? Und wenn nein, wie viele andere TÜV hast du gehabt? Nein, das ist nicht mein erster TÜV. Und zwar tue ich verschiedene TÜV-Tests fahren. Und das ist jetzt ungefähr mein 8. TÜV, den ich fahre. Wow, ist doch geil, gell? Ist ein sehr geiler TÜV, ja. Wie lange bist du schon auf dem TÜV? Ich habe mit Unterbruch eigentlich 3,5 Jahre mit Führerschein abgegeben. Oh, was hast du angestellt? 40 km/h schnell gefahren. 40? Das tut weh, hä? Das tut weh im Portemonnaie und im Herz, ja. Würdest du es jemandem empfehlen? Nicht unbedingt. Vielleicht einem Ex-Freund. Nicht in der Schweiz. Wie viele Mal in der Woche bist du unterwegs mit dem TÜV? Ich würde schon sagen, mindestens 4 von 7 Tagen. Also ich fahre eigentlich am Wochenende immer und unter der Woche schaue ich auch, dass ich immer auf dem TÜV komme. Das ist halt mein Haupttransportmittel und mein grösstes Hobby. Okay. Und die Frage von der Frage, hast du schon einen Mann als Sozius hinten dran gehabt? Habe ich schon gehabt. Ist nicht unbedingt mein Favourite, aber ist auch schon vorgekommen. Schon? Ja, ich fahre nicht so gerne so. Nicht? Lieber allein. Okay. Dann frage ich gar nicht, ob ich eine Runde machen kann. Doch, können wir schon machen. Schon? Ja, Getraust dich? ja schon. Alright. Dann machen wir einen kleinen Walkthrough. Zeigst mir ein bisschen den TÜV, den du gerade hast. Sehr gerne. Das ist gerade die neueste S1000R von BMW. Anders als das Vorführmodell hat es 5 PS mehr, 165 PS neu und 5 Kilo weniger. Ja. BMW typisch technisch top natürlich. Der TÜV ist jetzt ausgestattet mit allen technischen Details und neu, ganz geil, der Akrapovic-Auspuff. Sehr geiler Sound. Was mir an diesem TÜV besonders gut gefällt, ist einerseits, dass er sich super im Körper anpasst. Also, man muss relativ wenig Arbeit machen, wenn man mit dem Körper richtig schafft. Was mir auch sehr gefällt, ist, dass die Geschwindigkeit linear kommt. Er hat zwar relativ viel Leistung, aber er ist nicht nervös, also es überrascht einen nicht. Das heisst, auch für Leute, die sich eher weniger getrauen, so eine starke Maschine zu fahren, ist er sehr geeignet. Der Quickshifter ist auch ein grosses Plus, funktioniert durch auf und durch ab. Man muss relativ schon ein bisschen am Gas ziehen, damit es funktioniert. Bremsen, wie immer BMW 1A, nichts auszusetzen und doch wirklich ein sehr toller TÜV. Ich habe es sehr, sehr gerne. Ich bin gerade erstaunt von deinem Wissen an den TÜV. Es ist schön zu sehen, dass sich eine so gut kennt. Ich finde, je besser man den TÜV kennt, desto mehr Respekt hat man einerseits vor dem TÜV und desto einfacher fährt man aber auch. Ich denke, was viele Frauen haben, ist, dass sie ein bisschen Angst haben beim TÜV-Fahren. Und eine sehr gute Art und Weise, wie man die Angst überwindet, ist, wenn man sich mit seinem eigenen TÜV auseinanderkennt. Wenn man eine Beziehung zu den Maschinen aufbaut und wenn man auch weiss, wie sie funktioniert, wo ihre Grenzen sind, Stärken und Schwächen. Oh yeah, ich bin gerade sprachlos geworden. Und meinst du, ist so ein Riesenbike geeignet für Frauen? Definitiv. Für alle Frauen, die sich nicht trauen, würde ich empfehlen, den mal ausprobieren. Er ist einfacher zum Fahren, als man denkt.
und es ist eine sehr sexy Maschine. Ich habe nicht gedacht, dass mich so eine Frau beeindrucken kann. Gut, was fehlt jetzt noch? Ah, ein Bikeporn. Film ab. Wo finden wir dich und wie kann man dich folgen? Auf Instagram unter Girls on Bikes und Rosita on the Bike.